So, als immer zu Valencia für die Eichkurs von der NASCAR wie den Euroserie 2010. Wir gesehen Auto Highway sich auf dem an der Nachführungstour für Depart. Donno mussten sich dann an 2 Reihen anderen hier Position anhöhlen für dann den fliegenden Start. Okay, Qualifying die war Moyes. Kannst du das so? Ja, die Qualifikation die war automoyen. Du hast Gilles Linz da auf die 7. Platz gefahren. Das heißt, hin hat sich am meisten Aufschnitt von der Qualifikation hat in der Top 12 geschafft. Und die fuhren dann ein kleines Superpole aus, wo sie sich quasi nur 2 Schnelltiere zur Verfügung haben, für dann die Final-Startaufstellung innerhalb der Top 12 aufzustellen. Und du hast Gilles, wie gesagt, auf die 7. Position kommen. Das ist für die Eichkurs am Jahr ein super Platz. Weil wenn ihr bedenkt, 4 Runden die Leute schneller, auch schon wie den 37 von Knauf Racing, der auf der 2. Platz ist, den hast schon 6 Jahre Elideen gefahren und den hast zurückgekommen unter die 2 für so schnell zu beweisen. Ja, Feld ist ziemlich stark, wir haben am ganzen 28 Fahrer, davon sind zwar auch 13 Rookie dabei, der beste Rookie haben wir auf der 3. Position, das ist den Venturi Florian beim Ford Mustang. Ja. Also da sind wir auf der 1. Platz, das ist ein Delzo. Das ist auch schon ein alle Bekannten, die für doch schon in die 2 seit 2 Jahren. Und dann auf der 2, pardon, du hast der 37, wie gesagt, Knauf Racing, das ist den Bukena, den eben von der Ideen drüber kommst. Ja, auf der 3 haben wir dann den Rookie, den Venturi Florian. Auf P4 haben wir Focal Racing, das ist dem Gilles, den Teamkollege, den Maciek Drescher. Ja, den hast letztes Jahr hast den noch bei einem anderen Team gefahren, den also rübergekommen bei Cal Racing, weil er ja schließlich auch der Champions Rennstall ist vom letzten Jahr. Auf der 5. Platz mit der Nummer 24, das ist den Dumaré Guillaume, den deelt sich sein Auto mit Anthony Kumpen, der relativ bekannt ist. Ja, und der will nicht vergessen, die Autos, die gehen noch Ideen gefahren. Ne? Das sind dieselben Autos, die gehen just mit 2 Piloten abgedeelt. Ne? Den einen für die Ideen, den anderen für die 2. Da doch viel heschen, dass von die Ideenkurs, das normalerweise für den Elite-2-Kurs, das heißt, wenn du Probleme am Auto hast, da kann da doch eine Reperkussion auf den zweiten Fahrer natürlich schön, den an der Elite 2 fährt, weil den Zeitaufstand zwischen den verschiedenen Kursen ist relativ gering. Das heißt, wenn du Probleme am Auto hast, dann musst du sehr gepflegt gehen, für den Auto nicht auf Vordermann zu bringen, dafür, dass den zweiten Chauffeur da kann die Paar holen. Ich meine, nur am Qualifying ist noch mehr eng. Ich meine, du sind just 5 Minuten oder 6 Minuten dazwischen, zwischen den Ideen und die 2. Wenn du etwas im Auto hast, bei der Ideen, ich kann ihn gut nicht mehr machen. Ne? Mhm. Da gesehen, wie sich an 2 Reihen abstellen. Das ist schon der Pace-Car. Das ist als Präparation schon umgegangen für den Depart. Ja, da muss ich sich angliedern, da dürfen wir nicht überholen. Da geht es auf Start und Ziel und dann, wie gesagt, der will nicht überholen, dann muss ich warten, bis die Luten aussehen, nicht die Gas gehen. Ja, und ich muss noch über die Ziellinie fahren, so lange muss ich nachher nicht bleiben. Der will nicht schon 4 Runden, wenn es kriegt, neben den, also ausscheren oder so. Ne? Sie sind ziemlich strikt daran, noch Track-Limits gehen, ich meine, immens kontrolliert, dass die Autos da über Track-Limits wegfahren. Ja. Da sind in der Qualifikation noch verschiedene Strophen ausgeschwart gehen für Leute, die über Track-Limits waren, da kriegen sie sehr erst einen Türkstach. Okay, weil da gibt es die Pace-Karte, wie den ausschert, und dann werden sie so drauf, dass es kriegt, und da können sie richtig Gas geben. Da haben wir den Gilles Bannen. An der 4. Reihe sieht man, dass die gelben Auto mit dem blauen Dach, 44. Ja, und die Leute sind auslassen, die Paar gehen. Das ist ein guter Start von denen 4. Super, dass so gut durch die Eichkeier kommen, dann ist nach alles in der Reihe. Ja, ist wichtig, wie die Gilles spannend zahlen, das heißt, dann ist der kurze Weg für einen Keier ran, der verliert ihn dann normalerweise keine Position, da kann ihn so halten. Hier sieht man ein Auto, den ist weit raus, das gibt schon wahrscheinlich eine Diskussion über Track-Limits. Ich kann mir auch vorstellen, weil eben der nächsten Tour ist die Eichkeier, er hat 20 Autos und dass sie das dann ein bisschen tolerieren, dass man dann zwar Mädchen Tour ist. Ne? So, du hast dann den Knauf 37, den Bukina als Chauffier, 2. Platz ist den Drescher. Den hat einen guten Start, den hast du für P4 gestartet, lobt der 2. Position. Das ist super, und du hast den Delzo, den als Echten, fort wird den hat Polmengen nicht, und das ist nicht so gut gegangen. Dann haben wir den Dumaré, den hat einen Platz gewonnen, den hast du für P5 gestartet, lobt der 4. Position. Okay. Dann haben du das die Venturi schon, dass die neuen, den hast letztes Jahr nach Formel 4 auf Frankreich gefunden, dass der Vize-Champion ging. Und den ist aber rüber gewesen, ob NASCAR Neurosee, weil er ziemlich
schnell wurden Series, wo auch ziemlich viel bekannter dort fuhren. Da gesehen noch von den Plattokuden und Ideen. Er hat gesagt, da sind relativ viel Profis dabei, wie zum Beispiel mit Anthony Kumpen, den er so schon in Amerika an der NASCAR gefahren hat, dafür den Bobby Labonte mit, den ist schon Champion gewesen in Amerika zweimal. Aber dann hat er noch so Leute wie zum Beispiel den Marc Gossens, der relativ bekannt in der Belgien ist. Aber auch in der Elite 2 haben wir ganz bekannten, das ist ein Tom Bonen, freiere Velosfahrer, den sich am Motorsport will beweisen. Du gesagt, wie der Burkina 4 kann ich ein bisschen nicht distanzieren, mir aber schon ein, zwei Auto längte 400 spricht. Er hat gesagt, dass Fahrer alle relativ weit rauskommen. Am ersten Tor wird er wahrscheinlich nicht gesagt gehen, dann muss ich aber durchpassen, weil sonst kann er mal einen Strophe kriegen, wenn es Tracklimits. Ja, das war der nächste Tor, den uns so ohne Crash und so runter spricht. Du gesagt, wie nur an der Nähe gefahren hat. Das schon ja, geht auch verteidigt, gelingen, geht Bannen zugemacht. Ja. Somit lesen dem Gegner sich keine Chance, Platz zu gewinnen. Das ist ein Punkt okay, richtigen Autocircuit. Valencia ist mein MotoGP-Circuit. Dafür sind noch ziemlich ein Kehren dran, die Autos, die weihen, aber trotzdem schon 1300 Kilo. Sie sind zwar 420 Pferd, mit 4-Gang Bord, aber von der Ausstellung her kann man doch nicht mehr viel machen. Also die Abhänkung, also das ist mir hart, der Sturz. Ja, der größte Unterschied ist par rapport zu der NASCAR-Serie in Amerika ist eigentlich, dass hier in Europa hauptsächlich schon britische Circuit gefahren wird. In Amerika geht quasi nicht mehr noch Ovaler gefahren. Den Auto also sich konzipiert für an einem Oval zu fahren. Das heißt, auf einem Circuit wird das sich nicht schlecht, aber den Auto also sich auf einem Oval fühlt sich echt daheim. Echt davor, ja, richtig. So, du gesagt, den Funk fahren sie einer dem anderen, weil die Autos noch ziemlich so schnell als wie die anderen, können auch nicht viel tun ändern. Das ist also hauptsächlich auch der Chauffeur gefordert, für das Beste aus dem Auto rauszuholen. Ja, die Autos sind sich alle gut identisch von der Bauweise her. Es gibt verschiedene Modelle wie Ford Mustang, Toyota Camry oder Chevrolet SS. Mit das ist eben just die Silhouette, das ist Technik selber, das ist der Motor. Also alles dasselbe, das ist ein Gitarrenrahmen, Chassis. So dass es sich just der Fahrer an Team eben am jeweiligen Setup den Unterschied kann machen. Ich meine noch dieses Jahr sind sie gegangen, sie sind immer Michelin Pneu gefahren, dieses Jahr fahren sie BF Goodrich für das ist ein amerikanischer Hersteller, den das rangekommen an die Serie, für sich auch ein bisschen hier in Europa klein zu machen. Ja, schauen Sie mal ein Auto, den da steht, da können natürlich direkt Safety Car raus für die Sicherheit von den Piloten zu gewährleisten. Also gesagt, den heute gibt es einen Restart gemacht, den ist dann noch nicht freigegeben, sobald Blut ausgeht. Boah, der Gilles ist ein bisschen, oder der Gilles ist ein bisschen an den gefallen, eben auch durch den Safety Car, weil du viel Auto noch viel drüber profitiert, um viel zu verholen. Wenn man hier auf der Baustelle das natürlich muss aufpassen, weil wenn Kaya nur längst zu ist, dann treibt das ein Auto raus und da muss ich nicht mehr aufpassen, dass er nicht gedeckt wird oder sich festdreht. Ich höre noch einen Spotter, all Team hat einen Spotter, muss ich sich so vorstellen, die Autos, die sind relativ groß, an dem Sicht an dem Auto ist relativ schlecht. Das heißt, du hast schon auf den Spotter angewiesen, dass den ein bisschen sieht, okay, pass auf, du hast ein Auto längs Banne von der jetzt Bausen, so dass den Singlin da kann aufpassen oder gegebenenfalls auch verteidigen, weil wenn den das komplett nur gesehen machen oder nur gefilmt machen, dann möchte ich das wahrscheinlich zeigt ihn da echt, weil ich eben nicht genau das abschätzen kann, wie weit die andere Hand drin ist. Loet den Drescher do an den zwechte Käiere 4 Platz verloren. Wie gesagt, das ist der erste Käier nicht gut rauskommen, und 3 Autos und 402 Käier und den Band überall. Und das ist immer das Risiko, nur ein Restart. Das fällt sich, das chauffiert und also Nähe zu werden, das hat nicht eng zusammen bei ihnen, das wie eine neue Kost, die dann anfängt, dann da kann den Platz noch schon nicht verlieren. Das ist der Vorsprung, den sich für rausgeführt hat, die bringt einem dann wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich meine, das ist auch typisch amerikanisch. Ich meine, die Amerikaner machen da doch ziemlich oft für ein bisschen Spannung mehr an die Kosten ranzubringen. Ne? Wenn Feld als negativ ist, dann geht nicht alles genutzt. Ja, sobald dann eine Steckkarosserie auf der Piste leidet oder die geringsten Probleme auf der Piste geht, könnt direkt die Gilf Händler an Safety Car für das Verhältnis bei ihnen zu feiern, auf so die Spannung sich ein bisschen künstlich hochzuhalten. Ja. Du hast gesehen an der Gruppe, du hast die Gilles Hannen, wir bauen das war bei der ersten Gruppe dabei. Ja, du hast nur scheinen, als könnten den Nuschloss halen, das heißt,
von den Zeiten her ist noch relativ gut in der W. Das Problem ist eben just für eine Position auf der Piste gut zu machen, ist relativ schwer, weil das ist ein enges Circuit, kleines Circuit. Die Autos sind wie gesagt alle identisch, das heißt, die haben sich kein Viertel auf der Richter oder an der Keier, das mischt eben die Chauffeur aus an das Setup vom Auto, den dann determiniert, ob ein Auto da eine Chance hat, für den Auto für drin umzugreifen oder nicht. Ja, nun die drei schon ein bisschen aufgesagt. Ich meine noch, du hast den letzten Tour, ich bin nicht 100% sicher. Und die wird dann wohl echt wieder dort Platz natürlich ausmachen. Es waren relativ viele Leute da, samstags waren da viel da, ungefähr so 8000 Zuschauer gewesen. So. Sie hat noch ziemlich viel Rahmenprogramm abgekriegt, sie hatte viel gemacht für die Kanner. Und es waren noch ein paar Stuntmen, die mit Autos sind, die ein bisschen gefahren am großen Park Fermier rundherum, für eben noch all der ganze Familie, den Papa, Mama und die Kanner etwas zu bieten. So, du gesagt, in Zielankunft. Kommen sie heute, den Bukena von Knauf Racing gewinnt die erste Kurs. Das für dem Delzo. Und auf der dritten Position haben wir dann den Venturi Florian, das ist der beste Rookie auf der dritten Position. Feierte geht den Dumaré von PKK Sport. Fünfter Position da haben wir von Alex Kaffee Motorsport den Kenko. Und der Gilles, also auf der 9. Platz ans Ziel kommen. Du gesagt in der Sortition, sie können nur der Arrivée können sie ein Wheelie machen, das ist auch typisch amerikanisch. Aber ich muss immer bedenken, die Pneu, die lo hat, da muss ich nur noch mal die Kosten mal fahren. Ja, das ist das nicht für zu viel Show da noch zu machen, weil die Pneu, die brauche ich noch. Ja. Sonders die zweite Kurs von der Elite 2 steht im Programm. Hier vor den Autos ist auf die Startabstellung. Hier muss ich wissen, dass die Startabstellung als der zweite Kurs, die determiniert sich eigentlich nur am schnellsten Tour, den an der ersten Kurs gefolgt ist. Das heißt, den die erste Kurs gewonnen hat, muss nicht unbedingt hier auf der Pole Position stehen, mir einfach zählt dem seine schnellsten Zeit. Der Gilles, den hat die erste Kurs auf der 9. Platz beendet, startet hier aber von der 12. Position, weil er die 12 schnellste Zeit gefahren ist. Da ist immer schon Delzo, die nur ein technisches Problem dreht in der Aufführungsrunde. Wird nicht gerade positiv was, ne? So, und da sind sie der Pesca schon abgereiht. Wie gesagt, die Autos sind jetzt an der Nähe, dürfen nicht überholen, müssen warten, bis die Rotluten aussehen, aber für in der Linie dürfen sie auch nicht überholen. So, das heißt, das kann schon höchstens noch um Sekunden handeln. Und da ist ein Depergin. So, nach nicht gerade, ja, lassen die Luten aus, lassen die Pagin. 4 geht direkt Position verteidigt. Du geht noch Bande gezogen, für dem Gegner keine Chance zu lassen, die kurze Wehr an die Keier ranzukommen. Der Gilles ist hier auf der Baustelle, kann seine Position im Moment halten. Weil du just am längsten Bildschirmrand gesehen hast, was ein Accident geschieht. Hat schon nie gedreht. Das wird Safety Car schon auf den Plan gerufen wahrscheinlich. Ja, und ich meine, da werden die ganze Kopf Autos involviert. Das heißt, den Drescher, der Kunz. Alles schnell Leute, ja, die schon fort sind. Probleme haben, ne? Du gesagt, im Moment schon ein bisschen minus, da könnte der Pacer schon raus. Der Gilles schenkt paar Positionen gewonnen zu haben. Ja. Ja, das ist natürlich immer an der ersten Keier. Du kannst immer, das ist relativ eng, dauert es nur bei ihnen. Wenn es ein Missverständnis gibt, da kann natürlich schnell geschehen, dass ich wegdrehen. Dann muss ich noch immer aufpassen, zu gucken, da Lunch zu kommen, Lunch zu Auto. Zumal wie der Gilles, die von der 12. Position gestartet ist, der ist am Mittelfeld, du hast ihn sicher dann der perfekte Kandidat für direkt an Schwierigkeiten zu gehen. Richtig, weil da wollen sie dann zu 3-4 durch die erste Keier, was vielleicht nicht gerade passt. 2 Menschen passen, 3 passen noch durch, wenn sie alle 3 Match spielen, richtig, aber wie gesagt, da hat es nicht richtig geklappt. Da war ein bisschen nördlich ausgelaufen, dafür haben sie auch ein bisschen Pistbotzen erstrehen, mit Bindemittel. Und die Safety Car fährst wird ein bisschen mehr lang gedauert. Heißt sie dann ist am vollen Renntempo in AW? Ich meine nicht, weil ich meine, da kommen sie dann auf der Arrivée, wo sie dann halt vom Pacecar angefangen haben. Ah nee, richtig, du hast recht, da fahren sie nach einer Tour, fahren sie lernst,
du hätten sich da viel abgeregt, weil an dem ersten Tour nur dem Crash das Auto nach der Stungen. Ja, das gesehen, Das ein ist Auto gefährlich, steht, das das- ist gefährlich. Da kommen Ja. nach einem vollen Renntempo da gefahren, da Ja. die roten Autos, die nicht misseriert, da ausweichen, das wären da voll an die schwarzen dran. Ja, du hätten sie weder jede Fendel hätten sie nach Pechke rausgeschickt und das war ein bisschen gefährlich. Du hätten sich da viel abgeregt, weil den Auto nach der Stung. Sie war gut nicht gewarnt, weil den du an der Kehr kennt, das ist schon mit einem gewissen Tempo und die Kehr gesagt, die nicht am Ausgang. Ne? Ja, ich meine, da kann ich auf der Richter mit Vollgas wahrscheinlich 240 und dafür die Linksknick, du schaltest den E-Gang zurück und da wird den da nach immer 180 ungefähr drauf holen. Da fährt den da blank an die Kehr ran, aber wenn dann da ein Auto steht, das ist nicht ideal. Ja, das ist auch für den Schwung was zu halten für Rob. Du geht ein bisschen wie Job. Du kannst da nicht viel Zeit verlieren. Ja, wie gesagt, ich habe jemand Auto gelöst, hat ich los den Safety Car Phase ist im Gang. Da regruppiert sich das Verhältnis, kommen sie nicht alle nur bei ihnen. Und dann ist es dieselbe Situation wie viel. Und dann kommt der nächste zu einem Start, nächste zu einem Getümmel, wo ich muss aufpassen, für gut durchzukommen. Richtig. Du hast den Bukinarem 4. Auf der zweiten Platz ist der Felipe Rabello. Den hast letztes noch bei Car Racing gefahren, die für dich aber PK Motorsport. Gesagt, den dauert relativ lange, bis sie den Auto fortkommen. Wir können den Traktor, den zieht den Auto da fort. Die fahren ein bisschen am Zickzack für die Pneu auf Temperatur zu halten. Der Safety Car die fährt relativ los, weil da ein normales Straßenauto hast, den Auto kann nicht mehr sehr fahren. Und das ist natürlich viel mehr los wie die Kursauto können fahren. Dafür müssen die, für dass die Pneutemperatur nicht an den Keller geht, müssen sie ein bisschen Zickzack fahren, ein bisschen abrupt bremsen, für auch Bremsen alles auf Temperatur zu halten. Du gesehen den Restart, nur der Pechke fährst. Und du hast den Gilles auch super platziert. Ja, an der Feierterei jetzt gesehen man, da hängt sich dem Fidro just haben und per Schock, das ist gut, mir beim Start natürlich verliert du dann paar Meter, weil nicht gesagt, wie nie die Gas geht. Du musst gucken, lassen raus, du musst gucken, sing proper durch Kehr zu kommen, kann sich Lindo sich nicht verteidigen bannen, das heißt, wenn du bannen hast, den bitte denk. Beim DP ist auch der Spotter ganz wichtig, weil die gesagt haben, von nicht gering geht. Die sieht dem Chauffeur und dem Pilot, okay, du kannst Gas gehen, oder du musst nach Pferde, bis du kannst voll Gas gehen. Ja, da gibt Auto weit raus, das ist natürlich immer die Möglichkeit für die Hand eine Position gut zu machen. Gilles hat allem rausgehalten, hat seine Position verteidigt. Und dort ist dort ist gedreht, gelbe Fender. Gilles ist aber gut Lunch gekommen. Das war der Felipe Rabello, den hast du weggedreht. Die war auch viel drin an den Crash, der man involviert. Am Ende Meinung ist das da ein Vollgeschwert davon. Ja, richtig. Der Gilles hat auf der 8. Position. Das ist nicht schlecht, das ist von 12 gestartet. Das dauert immer 1-2 Tier, bis das Feld sich ein bisschen auseinanderzieht, bis ein bisschen Ruhe am Feld ist. Am Anfang will natürlich alle Menschen probieren, Positionen gut zu machen, weil das am Anfang für die Chance auch am größten ist. Nur wenn einen kleinen EK hat, ob die 4 oder Hand drin, ist es natürlich schwierig da Land zu kommen. Du gesehen, der feiert sich, dann hast du in der Brühe, die fährt Elite 1 an Elite 2. Und den hättest du richtig gut verbremst. Das ist nicht die erste Kehr, das schon 2-3 Mal geschieht. Sodass den du auch Bremsplatte mit an Pneuen ziemlich viel ruiniert. Ich habe gesagt, das Auto ist an der letzten Kehr, wie sie relativ weit da rauskommen. Da geht alle Meter Gesicht für wirklich so viel wie möglich Schwung mit auf die Riech zu holen. Für da dann am Bandschild runterzukommen und da vielleicht einen Attack an der ersten Kehr zu setzen. Auf der zweiten Platz dafür durch einen Rookie. Das Italiener Risitano. Den auch dieses Jahr für dich dabei. Wie gesagt, das sind Rookie an der NASCAR-Serie. Das will aber nicht heißen, dass das Rookie in der Motorsport sind. Die sind wahrscheinlich schon relativ viele Serien gefahren. Da sind da viele, die fahren noch parallel nach anderen Serien. Das heißt, die schon relativ viele Erfahrungen in dem Kursauto. Ja, das ist der nächste Jahr, wenn in Elite 2 matt fährt, das sind immer Rookie. Ob ihn durch schon wie so eine Superlizenz hat oder das ist ganz egal. An Rookie ist dann da gewährt, ja. Bei dieser von 30 Stück macht, ich meine, wir hatten schon 4 gesucht, das war ziemlich viel aus. Ja, in einem Feld von 21 Fahrer hast du relativ viel. Ja.
mit das Worte weh für zu gehen muss ich, wie gesagt, an Daily 2 fängt den nun die Fuhrer an Daily 1, das muss ich so, das ist schon mehr Profien. Du hast den Tempo ein bisschen mehr heiß wie an Daily 2, das heißt, können sie sich auch keine Gefallen machen, direkt an Daily 1 zu starten. Et war auch so wie Lächte zum Beispiel, dass der Julio für dich gefuhr, du hast noch die 2 gefuhr. Und du hatten einen Partner an der Lied 1, und den Auto ist immer so aufgestimmt, wie die Chauffeur an der Lied 1. Die kriegt auch die neuen Pneuen, muss ich sagen, also pro Kurs hat den E-Satz neue Pneuen zu gut. Die Satzpneu muss ich delen. Das heißt, sind 2 für Lied 1 Chauffeur und 2 für Lied 2 Chauffeur. Und die muss ich den ganzen Weekend holen. Für die Weekend drauf hat den 2 von den alten Pneuen die best, und dann kriegt den 2 neue. Also das ist schon eine Serie, die auch finanziell interessant ist, weil sie aber trotzdem immens limitiert ist, sodass die Kosten ziemlich klein gehen. Ja. Muss sich eben just den Auto mit dem Militärfuhrer delen und noch ein bisschen auf die vertrauen, dass jeder da respektvoll mit dem Auto umgeht. Verschmengen tut kein Wert, dass entweder den Militär oder den 2 Chauffeur den Pneu komplett futti fährt, weil du mit Schritte auch seinen eigenen Teamkollegen am Team da noch für einen anderen Kurs. Und aufgesehen davon delen sich auch just ein Auto. Das heißt, falls ein Auto nur einen größeren Accident hat an einem Kurs, als du mit den anderen Fahrer wahrscheinlich benötigt, weil dem nur weh keine Sinn hat und dann die Paar von der Kurs nicht kein Tölle. Ja. Du gesehen, dass der Jules sich geschaut in die Gruppe von den 3, 4 Runden. Ja, da kann der Tempo mitgehen, wie gesagt, das ist natürlich schwer, Lunch zu kommen, wenn der vierte Mann keinen Fehler macht. Wenn die noch nicht vergessen, samstags vierte die 1 für dich und dann vierte die 2. Also sonntags ist es umgedreht. Sonntags vierte die 2 für dich und zum Schluss vierte die 1. Also dass alle Chauffeur Interesse hat, trotzdem auf das Auto aufzupassen, weil er rundum nach einem Kurs. Teamkollege der vierte. So. Ja, 4 gesehen wir sind Positionen bezogen. Da hat sich nicht viel getan und letzten Tier. Der Gilles ist noch an der Gruppe da mit den 4 Leuten. Du bist den Venturi, der noch ziemlich schnell war der Weekend. Wie gesagt, du hast den Gilles immer an den drin. An der ersten Kurs hat sich gesagt, hat ein bisschen Setup-Problem mit dem Auto, hat sich während der Kurs extrem stark verändert. Das heißt, am Anfang hat ein Innersteuern, dann hat ein Innersteuern mit Übersteuern. Hier an der zweiten Kurs sieht aus, wie was den Setup aber angepasst hätte, weil es nur scheint, dass der Kaffee nur von guten Druck machen auf die Führung. Ja, wie gesagt, mitfahren oder beifahren ist mir einfach, mir überholen als nicht, nicht so. Ich muss noch Befehler von dem für drauf werden, weil die Autos ziemlich allgemein selbst gut gehen. So dass ich nicht einfach lernen kann. Mir das auch nicht einfach alle Tour 100%ig zu fahren wie den anderen, weil die Autos ja aber trotzdem auch viel schaffen, die sind ein bisschen schwerer, so dass vielleicht nicht immer am Anfang von der Kurs sind zufrieden, dass man die Pneu, dann muss ich besser können gehen mit den Pneu am Anfang von der Kurs, dann noch eine Reserve für zum Schluss. Für den Schluss von der Kurs, ja. Genau, wenn den attackiert vielleicht am Anfang, dann geht das nicht mehr durch bis zum Schluss. Ne? So, wir sind immer die 3 selber, das heißt, das ist den der Buchenauer P von Knauf Racing. Dann zweiten ist den Italiener Nummer 8, der Risitano. Sorry. Das ist ein komplizierter Nummer. Und ab 3 haben wir den Venturi Florian. Ja. Den sich, wie gesagt, doch für seinen Eichkurs ziemlich gut schlägt. Aber das ist nicht mehr den zweiten Rookie, weil den 8, der 4 Nummer ist auch Rookie, den ist 4. Das ist relativ stark für Rookie, muss ich schon sagen. Für eine erste Saison direkt 4 bei, mit 2 noch an der Elite 2, wo aber den Tempo auch schon relativ hoch ist. Das ist nicht schlecht. Ja. Man hat gesagt, die nehmen auch während der Kurse ein bisschen. Auch da will du nicht techen. Die Lo4 sind, die können die nächsten Kurs, zum Beispiel sind die nicht so gut, weil das, du fuhren wir Franciacorta. Das ist so ein kleines Circuit, noch mehr winklig wie den Hai. Ein typischen Motorradzircuit auch. Und die Lo gut sind, die müssen da nicht unbedingt auch viel bei sein. Ne? Ja, und dann ist es auch so, dass verschiedene Teams, die gehen am Vierfeld von einem Kurs auch testen, ob die Circuit. Andere gehen immer auf ein anderes Circuit, auf dieselbe Circuit testen. Und so ist da doch immer etwas zu tun. Das heißt, die nächste Circuit leitet dem anderen vielleicht ein bisschen besser, weil er noch schon mehr da gefahren ist. Und dafür kann ich schon sagen, dass das Feld aber relativ ausgeklärt ist. Ja, wie gesagt, das ist ein europäisches Championat. Wir fahren da 6 verschiedene Länder.
Milo zu Spanien zu Valencia angefangen, dann noch immer zu Franciacorta an Italien. Da geht es auf Brands Hatch an England. Dann noch das den einzigen Novel-Zirkuit den dran, als das zu Tour in Frankreich. Das ist aber eine kleine Novel, das ist keine große Novel, wie man die aus Amerika kennen. Das ist eine kleine Novel, wo auch schon Durchschnittsgeschwindigkeiten von 170, 180 erreicht. Ja, nicht gerade, weil das Banking ist nicht gerade so hoch. Das ist Banking, das die Neigung von den Kreieren, also von der Piste an die Kreieren. Aber bon, das ist aber schon ein schnelles Circuit. Ich meine, das ist 800 Meter lang. Am Ganzen. Fährt an Amerika eine halbe Meile ist. Und no Tour sind dann die Fähigkeiten River. Und dann kann Hockenheim, das ist im Fongol Halbfinal, sehen, also bei ihnen, du zählen Punkten Double. Das heißt, am Anfang die Fähigkeiten, also es geht darum, für so viel wie möglich Punkte zu sammeln. Und dann die 2 Kursen im Fongol richtig zu Punkten, wenn den du aushält, das ist ein bisschen. Und das ist schon wieder am Championat, weil du fällt in der weit zurück, weil eben die Gegner Doppelpunkte möchte. Genau. Dann die Lehrkurs aus zu Zolder, das immer zu Zolder, die ist bis 2024, als das schon garantiert, und sie schon einen Vertrag mit ihnen aufgeschlossen, für das Finale immer zu Zolder zu fahren. Da sind letztes Jahr viele Leute, die gekommen. Ja, da waren letztes Jahr viele Letzteburger, die Dünner kommen ja doch nicht weit von Letzteburger weg ist. Das geht das ja wahrscheinlich nicht wiederholen. Wahrscheinlich selbst, ja. Oder wieso doch Hockenheim, da waren auch ziemlich viel. Weil er doch nicht so weit weg ist. Das sind noch Circuits, die letzte Mal da kennen. Und wo sie auch mal einen DTM-Kurs gegeben. Richtig. Das kennen sie. Richtig. Mir auch, ich meine, die Popularität hier im Land, die also auch durch den Sport viel mehr groß, dass mehr bekannt gehen. Weil echt, dass den nächsten Letzteburger den ersten Letzteburger den Domat gefahren in der Serie auch noch bis zu den nächsten. Ja, dann präsentiert sich auch auf Facebook, genau, richtig. auf Instagram. Kurse kommen im Fernsehen, das heißt, da wird schon viel gemacht, dass Leute doch mitkriegen. Ja, die Kurse gehen live auf Fanchoice überdrohen, zwar auf englischem Kommentar. Und da können Leute noch so zweifeln. Ich habe gesehen, der Bukena, der ist noch immer auf der ersten Position, hat einen relativ großen Vorsprung auf den zweiten. Wenn ich keinen Fehler möchte, da wird noch so ans Ziel kommen. Ja, dann hat den einen perfekten Weekend. Dann hat den von 2 Kursen noch 2 gewonnen. Und da wird noch der nächste am Klassement sein. Da geht es noch ein bisschen etwas Spezielles. Das heißt, der Gilles, den ist von der 12. Position gestartet. An alle Positionen, die ihn da gut möchten, gehen doch Bonuspunkte. Richtig, das ist tipptopp. So, da hast Zielankunft, wird nächstes wahrscheinlich als einen Donnerweise, wie in der die Eichkurs gemerkt hat. Auf der 2. Platz ist der nächste Rookie, auch super. Voilà, da dreht man ein kleines Pirouette. Ja, da muss ja just noch 2 Pneu halten für den nächsten Week. Genau, richtig. So, und nun. Ja, Gilles ist dann auf der 7. Position ans Ziel kommen. Am Gesamt als ein Dummer auf der 5. Position. Okay. Nur der Kurs haben wir ein kleines Interview mit Gilles gemacht. Ja, Gilles, kannst du kurz den ersten Kurs Revue passieren lassen? Ich meine, wir haben die ersten Kurs gesehen, du hast ein bisschen Probleme mit dem Setup vom Auto. Kannst du kurz die Kurs Revue passieren lassen? Ja, aber es war ein Kurs, voilà, wie ich mir so erwartet. Und ich hatte mir mein Auto gut dargestellt für den Qualifying. Ich hatte ein bisschen Problem, dass mein Auto ein bisschen viel gewackelt hat. Und voilà, du wolltest mir dann ein bisschen entgegenwirken, weil ich es nicht möchte vom Qualifying auf Kurs nach. Aber es andere im Auto war mir nicht riskiert, weil ich nicht zufrieden war mit meiner Zeit, die ich gefahren bin. Du warst am Qualifying aber auf der 7. Position. An der Kurs ist leider noch angegangen, als das eben das Auto reagiert, die so sensibel auf Setup-Changementen. Oder was war das genaue Problem an der Kurs selber? Aber an der Kurs selber waren kein allzu großes Problem. Das größte Problem war eben das Setup. Ja, relativ viel in der Steuer. Ganz genau, das Auto hat ganz viel wahrscheinlich ist die nächste Kehre viel zu weit rausgekommen. Und mal auch sind dann Kehren rangekommen, weil man einfach nicht Chance gibt, mich auch zu verteidigen. Sobald ich ihn hat, den Nerv war, den nur immer im Plafond für sich spannend Nerv mit mich zu setzen, und ich konnte mich da ganz schlecht verteidigen. Genau, ja.
Dann hat das geht natürlich für dann ein Daten zu gucken vom Auto und noch Telemetrie. Du hast dann mit dem Renningenieur wie gesagt, dann hat er für 2 Kurse ein bisschen etwas ausgeschafft. Ja, wir haben ein bisschen etwas ausschaffen. Wir hatten nicht, was man nicht ganz berecht war, dass es so warm ging und also Luftdruck für die Pneuen, den es zu hoch ging. Und dadurch hatte ich eben noch keine Grip für was ausschlaggebend. Insgesamt kann aber so, dass die zweite Kursfahrer schon mehr zufriedenstellen. Ich meine, du warst auf P13 gestartet, du warst aber bis auf die 8. Platz noch 4, dann auf die 7 zu gewinnen, eine Disqualifikation gut. Damit kannst du aber sich allein von der Platz so zufrieden sein. Ja, ich bin sehr recht zufrieden, wenn ich ganz viel stehe. Ich weiß, dass es ein bisschen nervig ist, ein bisschen bis du hin. Also, ich ein bisschen selbst schaffen. Der Kurs war besser, aber nicht zufrieden noch mit dem Auto. Da gehen wir einfach testen, in Valencia, gucken, dass ich dann das Setup vorne für an Italien. Weil das ist aber wichtig. Ich meine, die Saison hast du noch lange und ich bin mir sicher, dass du eigentlich ganz überwärts stehst. Das ist mein Ziel. Für das Weekend war gut, mir nicht viel Futti gemacht, mir viele Punkte mitgeholt. Es sind noch verschiedene andere starke Leute, die sind ausgefallen oder zurückgefallen am Fall. Und auf lange Sicht stehe ich für mich gut in der Saison für Matt zu halten. Das ist doch maximal für Frank Jakob. Richtig.